Guten Abend, liebe Zuschauerinnen und Zuschauer, und herzlich willkommen zum Jungfrau-Zeitung Panorama heute aus Thun. Wir haben folgende 3 Beiträge heute für eure Sendung. Wyler Holzbau hat ein Chalet in ein Zuhause mit viel Holz, Licht und Aussicht umgebaut. Der Bahnverkehr zwischen Meiringen und Brienz ist ab dem 28. November wieder befahrbar. Und die grösste Kiwi-Ernte in der Schweiz, 20 Hektare gross, ist im vollen Gang. Was sonst noch alles gelaufen ist, haben wir kurz und kompakt zusammengefasst. Alpines Museum auf Spurensuche im Kandertal. Was eine Heimat bedeutet, zeigt sich erst, wenn man sie verliert. Das führt eine Ausstellung vor Augen, die im Alpinen Museum in der Schweiz gesehen ist. Sie befasst sich mit dem Schicksal der Menschen in Mitholz. Der diesjährige Gewinner ist der 25. Thuner Sozialstern für berufliche Förderung und Klärung Thun, geht an die Gartenbaufirma Baumann und Bühlmann AG aus Heimberg. Ausgezeichnet werden Unternehmen, die sich für die berufliche Eingliederung von Menschen mit einer Leistungsbeeinträchtigung aus psychischen Gründen einsetzen. Berns Imam Mustafa Mehmeti ist fassungslos. Ein Imam hat in der Moschee im Haus der Religionen in Bern Zwangsheiraten durchgeführt. Durch den Verein vom interreligiösen Haus verurteilt das in aller Schärfe. Wyler Holzbau hat für Alain Allemand Chalet nach all seinen Vorstellungen umgebaut. Er ist vom Beruf her Immobilienmakler und er weiss haargenau, was es braucht, damit man sich daheim wohlfühlt. Er und Wyler Holzbau haben vom ersten Moment an eine Verbundenheit gespürt. Und wie das Chalet genau aussieht, seht ihr im Beitrag. Ja, es ist immer wieder schön zu sehen, wie unterschiedlich die Leute leben und wie viele verschiedene Stile es überhaupt gibt. Und wie unterschiedlich sich die Leute auch wohlfühlen in ihrem Stil. Wichtig denke ich mir einfach, wenn es um Stilfragen geht, dass es einem wohl ist, so wie man lebt. Man muss sich daheim fühlen, das Herz muss aufgehen dort, wo man lebt. Und jeder soll seinen Stil finden, wo es ihm wohl ist und nicht irgendwelchen Trends folgen, die in ein paar Jahren wieder vorbei sind. Bei der Wohnung ist es so, dass man sich doch an Bestehendem orientieren soll. Man soll doch schauen, in was für einem Haus oder in was für einer Wohnung ist es einem wohl und wo ist es einem weniger wohl. Das kann man bei Freunden ausprobieren, das kann man aber auch in der Ferien ausprobieren. Man kann auch in einem ganz modernen Apartmenthaus buchen oder in einem urchigen Chalet oder was es auch immer gibt, vielleicht in einer Finca. Und dann merkt man sofort, wo ist es einem am wohlsten. Man muss dann noch ein bisschen abstrahieren, dass halt die Ferien dann nicht unbedingt in den Alltag transferierbar sind, aber die Umgebung durchaus. Und so findet man vielleicht heraus, wo es einem schlussendlich dann wirklich wohl ist. Wir haben einen alten Ofen gesucht. Wir hätten eigentlich gerne einen Schwedenofen gehabt, aber es gibt es in alt eigentlich nicht. Darum haben wir den alten Kachelofen gefunden bei einer Firma in Bern, die sich darauf spezialisiert hat, überall in Europa alte Kachelöfen einzukaufen und die zu restaurieren. Und das Highlight von diesem Ofen ist eigentlich das, es ist eben gleich ein Schwedenofen. Weil bei der Restauration von diesem Ofen baut die Firma da Glastüren ein. Und die kann man nachher wunderbar offen lassen und das Feuer betrachten, während es der Ofen heizt. Und das sieht man bei so alten Öfen eigentlich nie. Wir sind zu Wylers gekommen und haben gesagt, wir wollen einfach unbedingt einen Ofen in diesem Haus haben. Pedro Wyler hat gesagt, ja, es hat aber keine Chemie. Er hat das Chemie gemacht, das man jetzt nicht einmal sieht. Das verschwindet hinten im Schlafzimmer im Schrank. Einfach eine super Lösung. Und so kann man meiner Erfahrung nach eigentlich bei Wylers jeden Wunsch platzieren und wenn irgend möglich wird auch umgesetzt. Das Familienunternehmen, das spürt man bis heute, obwohl es mittlerweile ja relativ gross ist. Aber das Familiäre kommt immer noch durch. Und als Kunde bei der Firma Wyler fühlt man sich schon fast wie ein Familienmitglied. Und man hat überhaupt nicht das Gefühl, dass es um Selbstverwirklichung von ihrer Firma geht oder von ihrem Stil oder was auch immer. Also der Kunde steht im Fokus und es ist einfach eine sehr schöne, herzliche Beziehung, die Familie Wyler mit den Kunden aufbaut. Wir bleiben gerade in dieser Region. Ab Mitte Oktober ist der Bahnverkehr zwischen Meiringen und Brienz eingestellt worden, da verschiedene Sanierungsprojekte am Laufen sind. Gleich ist es aber soweit und ab 28. November sind die Schienen uneingeschränkt befahrbar. Meine Kollegin Kim Franzen hat mit dem Andreas Huber von der Zentralbahn über die Baustelle geredet. Wir stehen jetzt hier am Bahnhof Brienz West. Was wird hier genau gemacht? Hier am Bahnhof Brienz West schließen wir die Lücke zwischen den Baustellen, die 2018 und 2020 schon ausgeführt wurden. Das heißt, wir werden knapp 550 Meter Totalumbau machen. Das heißt, wir sanieren die Trasse von Grund auf. Plus wir bauen ein neues 125 Meter langes Perron, damit wir einen behindertengerechten Einstieg unseren Kunden garantieren können. Den
Bahnverkehr behindert in der Hinsicht, dass wir ihn eingestellt haben für 6 Wochen. Das heißt zwischen Meiringen und Interlaken, respektive zwischen Brünig und Interlaken, haben wir einen Bahnersatzverkehr initiiert, der den Kunden ermöglicht, trotz aller Unterbrechungen, die wir haben, rechtzeitig zum Ziel zu kommen. Also wir sind jetzt in der 5. Woche, wir haben jetzt noch knapp 1,5 Wochen, die wir noch Bauarbeiten ausführen, und wir werden am 28.11. werden wir die Trasse für den Bahnverkehr wieder freigeben können. Das ist das Projekt Totalumbau Junzlen. Dort ist vorgesehen, dass wir auf knapp 6,5 Kilometern die Trasse um knapp 1 Meter erhöhen und zudem eine Winkelstützmauer setzen auf der Seite der Hasli-Aare, die es ermöglicht, dass wir im Hochwasserfall die Anforderungen erstens der Eisenbahn und zweitens des Hochwasserschutzes einhalten können. Auf was können sich die Bahnreisenden jetzt freuen mit den ganzen Sanierungen? Wir haben eine nachhaltige Lösung gefunden, die die notwendige Qualität mit sich bringt, damit der Bahnverkehr sicher ist, pünktlich und zuverlässig. Das heißt, dass wir wirklich allen Fahrgästen ein wunderschönes Erlebnis bieten können über den Brünig und bis nach Interlaken. Von Brienz kommen wir ins Wattland. Die grösste Kiwi-Produktion ist auf 20 Hektaren gebaut. Jetzt, kurz vor dem Frost, werden sie geerntet. Durchschnittlich ergibt die Produktion 300 bis 400 Tonnen Kiwis. C'est toujours en novembre et le kiwi se ramasse, on dit juste avant le gel. Donc dans notre cas, vu qu'on a des quantités importantes à ramasser, je suppose cette année environ 300 tonnes, on ne va pas juste attendre 2 jours avant la nuit de gel annoncée. Donc nous, on déclenche en fait la récolte en fonction du taux de sucre des fruits, de leur fermeté. Et puis, si on n'a pas le choix et qu'un gel s'annonce, ben là oui, il va falloir intervenir. Mais c'est ça les critères principaux. Un aspect que je trouve passionnant sur ce fruit, c'est qu'est-ce qui le rend si robuste en fait. Et si on regarde, c'est ses poils qui ont plein de vertus insoupçonnées. Ça empêche la stagnation de l'eau, c'est-à-dire qu'il y a un effet déperlant. Et vu qu'il n'y a pas d'eau qui reste sur le fruit, il y a beaucoup moins de problèmes liés aux champignons, tout ce qui est fongique. Donc ça, c'est le premier point. Mais actuellement, il y a d'autres effets. C'est que les insectes n'apprécient pas ces poils non plus et ils ne vont pas dessus. Actuellement, il y a une punaise qui commence à faire des ravages sur tous les fruits en Europe, la punaise diabolique. Et on voit que sur les fruits poilus comme le kiwi, ben, il y a un effet répulsif. Pendant qu'on est en récolte, on les stocke dans des chambres froides à 0 degré jusqu'à ce qu'on les finisse. Et à ce moment-là, ils vont ressortir en palox des chambres froides pour être calibrés. Donc c'est-à-dire triés par poids. Et au sortir du calibrage, on va les conditionner dans des caisses de 16 kg et ils retournent en chambre froide. Les kiwis qu'on voit ici, qui sont récoltés maintenant, ils seront mis en vente en janvier seulement. Das war es vom heutigen Jungfrau-Zeitung Panorama. Weitere Infos zu den einzelnen Beiträgen findet ihr auf www.jungfrauzeitung.ch. Die Kollegen von Meteo News präsentieren euch im Anschluss noch das Wetter. Ich wünsche euch noch einen ganz schönen Abend und merci vielmals für zuzuschauen. Tschüss zusammen. Das Wetter wird euch präsentiert von der Jungfrau-Zeitung. Schön schauen Sie das Jungfrau-Zeitungswetter für den Kanton Bern. Meine Damen und Herren, auf der Rückseite von einer Kaltfront, die uns ja heute Nacht überquert hat, ist es heute doch einigermaßen freundlich zu und her gegangen. Die Sonne hat sich zwischen den Wolken immer wieder zeigen. Ja, wir sehen nochmal die Kaltfront, wie sie hier abgezogen ist, Richtung Osten. Wir sehen dahinter ein bisschen trocknere Luft, die nachgekommen ist. Ganz leichter Zwischenhocheinfluss, den wir hier heute hatten. Jetzt allerdings ist auch schon wieder feuchtere Luft unterwegs hier vom Atlantik her. Morgen bestimmt dann das Tief Regina
Über den Benelux-Staaten unser Wetter. Es wird ein wechselhafter Donnerstagmorgen mit dicken Wolken, zwischendurch sonnigen Auflockerungen. Es gibt aber auch einzelne Regengüsse. Das sowohl am Vormittag wie auch am Nachmittag. Die Temperaturen morgen schon relativ mild für die Jahreszeit, um die 6 bis 10 Grad. Am Nachmittag dann 14 bis 15 Grad. Das ist wirklich sehr mild für Mitte November. Schneeflocken gibt es erst ab rund 2000 Meter. Morgen haben wir im Flachland einen mäßigen und auf den Bergen teilweise einen stürmischen Südwestwind. Ja, und dann wird es in der Nacht auf den Freitag zum Teil nass werden. Ja, ein bisschen mehr Regen. Am Freitag, Samstag dann wechselhaft bei rund 7 bis 9 Grad. Bis am Samstag wird die Schneefallgrenze auf rund 1000 Meter absinken. Und veränderlich geht es dann auch weiter ab dem Sonntag mit gelegentlichen Niederschlägen. Und die Temperaturen passen dann recht gut in die Jahreszeit hinein. Das waren, meine Damen und Herren, vom Jungfrau Zeitungswetter am 16. November. Danke fürs Zuschauen und bis bald.